vielmals merci für das Kommen. Wir hatten heute Morgen unseren ersten Nationalvorstand vom Jahr. Wir haben uns mal im Internationalen angefangen. Das schon an der Presse darüber Bericht gehen, dass so wann Party von den Reichen und noch mehr Reichen, an die wollen dabei sind, auch viel bezahlen. Wir können dabei sein, zu Davos stattfand, was dann Weltwirtschaftsgipfel genannt wird, obwohl die hat gut keine demokratische Legitimation hat, keinen Sinn. Dass Alkeers zu dem Zeitpunkt auch die internationale Organisation Oxfam sein Rapport möchte über die Verdelung vom Reichtum an der Welt. Und das machen sie auch für auch zu weisen, wie eigentlich der Widerspruch ist zwischen denen, die sich zu Davos versammeln, eine Party machen, an denen, die an der extremer Armut auf der Welt leben, mehr aber nicht nur da, es gibt einen Gesamtüberblick über das, wie die Welt sich entwickelt, vor allem, was die genau froh von der Verdelung, so Verdelungsgerechtigkeit, Situation von der Verdelungsgerechtigkeit, die belangt auf der Welt durchstellt. Heiner Enkier Chiffren waren am Jahr 2017 nach 43 Milliardären, das war ja schon schlimm genug, 43 Milliardären, auf der Welt so viel besitzen. Hier Fortune die als äquivalent zu 3,8 Milliarden Menschen, und zwar die 3,8 Milliarden sind, die am meisten haben, die 23 Grad so viel haben wie die. Noch heute Morgen gesagt, stellen wir das immer bildlich vor. Wir müssen ja so vorstellen, wir sind heute, wir sind nur bald, nur 23 sind, und wir stellen uns so hin. Und all die anderen stehen auf der anderen Seite, die gucken uns an, 3,8 Milliarden, das ist dreimal mehr die Bevölkerung von Indien. Dann sind das die Verdelungsgerechtigkeit auf der Welt, das ist natürlich extrem bildlich. Ich nehme mal Schauder, irgendwo, die man direkt auflebt, von Staat nehmen, mal vier Stellen. Noch die Situation da von den 23 und den 3,8 Milliarden, dann ist das genau der Skandal, den an der kapitalistischen Welt eigentlich müsste all der am Gespräch sein, weil das eine absolut inakzeptable Situation ist. Ich weiß, dass an ganz viel Armut ist, an Oxfam wird auch gesagt, während all der Milliardären auf der Welt 2,5 Milliarden US-Dollar mehr an der Tasche und auf der anderen Seite meine Regression von den 3,8 Milliarden, von denen ich geschwärzt habe, von 11%, da sind das die Extremer, die inakzeptabel sind, intolerabel sind, aber wo eigentlich insgesamt Politik muss reagieren, weil ohne Politik gibt es keine Solution. Die sogenannte freie Markt, respektive all die neoklassischen Ideen von Ökonomie, haben bewiesen, dass eben genau das zu dem feiert, was die Chiffren ausdrücken. Ich will nicht nach viel anderer Zuhören zitieren, just die Fleisch vom Jeff Bezos, den reichsten Mann dann von der Welt mit 112 Milliarden US-Dollar. Das ist umgerechnet 6-mal das Budget von Lützeburg. Das ist 2-mal mehr wie den PIB, den heute zu Lützeburg, das ist 2 Jahre die ganz ökonomische Realität, Plus-Value, die hier am Land geschafft wird, das ist der Besitz von einem einzelnen Mann. Das ist der Mann, der Betrieb Amazon Kinder, wo dann spielen das natürlich dann nun die ganz hoch von der sogenannten Digitalisierung, wo bei dem man Betrieb, den schon mal Facebook gehen wird, dass Gewerkschaften an den Betrieb kommen, an manche Kollektivverträge können
aushandeln, dass an dem Betrieb da mittlerweile die Leute, die durchschaffen, in der unmenschen Erbesbedingungen, die kriegen nur Sicherheitsweste für das Roboteren, die neben ihnen laufen, sie nicht verletzen. Ein Mann, der selber für seine Persönlichkeitserfüllung auch deklariert hat, dass er eben ganz viel will investieren, für ein Jahr an den Weltraum zu fahren. Das sind einfach die Realitäten, um die es geht. Ich war für ein Poetio auf den Kandidatentreff von als Syndikat Santé op Belval an schon do an eng einer Zuler nach vun dem Rapport zitiert, dat sind die Millionen vu Frauen, die op der Welt Fleisch machen, net remuneriert, weil sie an der Situation sind, total arm, keine Education können kreen, keine Qualifikation, kein Beruf, kein Erbecht. Eng Situation as die inakzeptabel ass, van den leng die erbecht ze summe rächen. Da können die nur Oxham op 10.000 Milliarden Dollar am Jahr. Dat wär der größte Betrieb von der Welt 43 Mal mehr wie den Chiffre d'affaires von Apple. Was no méi wicht Apple oder derbecht vun all denen Frauen op der Welt net remuneriert. Es so bewusst die do en Zuel, weil noch sein Bericht grad so Meer machen immer immer Bedeutung vu stärke Servicepubliken an den einzelnen Länder Europäweisen Servicepubliken op viele Pläne sieft dat an der Education se natürlich am ganze Gesundheitsbereich, weil ha am Land get all die Erbeg zum PIB beigerechnet, während die Zölle, die ich lo genannt hun, die gedëttet. Dat das PIB op der Welt. Soviel auch zu der ganzen Diskussion vu Wustum, a Lebensqualität, an all die Widersprüche, die dem an der kapitalistischen Welt vun Haut ginn, an dat an engem Wussenden aus muss. Fizone Statuen war echtens wenn man immer durch den Zusammenhang machen mat allen frohen vun Zuhöhle vun ungerechter Verdelung vu geschaffenem Reichtum an Reiseländer an Europa, net nimmen eben op der ganze Welt mir auch hai. An dann natürlich auch eben a Bezug op Davos schon gesot Großparty vun de superreicher demokratisch schneicht legitimiert, weil das nach derbs passiert, dat dat können lo genau op de Punkt. Weil kann ich dat lo bedauern die Zuelen, dat Alkeiers feststellen, Medien berichten natürlich alle Goeten, wie schlussendlich war das Denfert, ob die Widersprüche die immer mir eklatant gehen, an ich beziehe mich dann op die Aktion von der junge demokratische Member am amerikanischen Repräsentantenhaus Alexandria Ocasio-Cortez war das fertig gemacht wird. Durch seine Aktion de Cortege zu Davos aber wirklich gut Lützeburg so zu verscheißen. An dem sie du hingegangen hast, gesagt wird mehr brächten eigentlich Spitzesteuersatz marginal also für 70% für Dakommes von mehr wie 10 Millionen Dollar am Jahr, präzise op die USA gemengt. Op der Party zu Davos war do, wo Washington Post dann eng Art Table Ronde gemacht huet, wo dann eng Party ganz reich Herren suzen an die Person, die dat moderiert huet dann vorgestalt, wat ze dofir gifen halen vun der Proposition vun der Madame Ocasio-Cortez an Reaktion war am Saal an Table Ronde lachen. Voilà. Du get gelacht par rapport zu dem, wat ich für zu den Chiffre gesot. Das ist der Skandal. Das gelacht die moderiert hue da weitergeführt heute Michael Dell, das den Computer Dell an so weiter Mönsch die Besitzer aus von 30 Milliarden US-Dollar gefrot, wat da gefallen, die nicht gemengt, hier gibt der Geld lieber. Als engege Fondation Ragin wie mat senger Fra gegrünnt hat
Und das effektiv so, die hat viel Geld, dann noch kann und dann so weiter, philanthropisch und so weiter. Wie das denn das Geld gibt der Regierung los? Das ist interessant. Das heißt, du gibt da Leute auf der Welt, die dezidieren, das Geld wie nicht so nicht, ich bezahle keine Steuern mehr in Lützeburger Staat, weil ich gehe die Gelder nicht der Regierung. Nicht denen, die demokratisch gewählt sind, an der Aufgabe sind, Haushaltspolitik zu machen, an die Einzelbereiche, die dem Bürger wichtig sind, zu investieren. Nee, ich dezidiere selber, was ich da mit dem Geld machen, ob steht dann die karitativ oder selber eine Fondation. Dann an den Zynismus höchsten Grades. Die moderiert hue das auch weitergegangen. Wie wird das hin, dat gif Mengen an du den Herr Dell gemengt, dat mir Eland, wo dat an was die 70% Steuersatz ugeschwert gin, an dem dat mir Eland, an dem dat je funktioniert huet. Dat war die Antwort vom Herr Dell. Problem für den Herr Dell, net mat gerechen, dass ein Ökonomist von dem Technischen Institut von Massachusetts do ökonomische Bereiche belangt, an den huet spontan gesucht USA, hat Land direkt von USA. Und war ganz ruhig am Saal. Gesagt, da gouf den New Deal. 1930 bis 1960 bis zu einem Spitzensteuersatz von 70%, das bis auf 95% für super Ruppke. An den der Knall hat gesagt, an der huet der US-Wirtschaft net geschwet. Einer Leiit steht lo den Nobelpreisträger Krugman zitieren, die net sich auch dodro gehangen, an da das so eine Realität. Mal am Ocasio Cortez huet dann noch nach reagiert, dann huet gesagt 40% von den Amerikanern kämpfe für ihr Essen an ihren Wohnloyer. Und sogar, ich gehe nur dort umfroh, für eine Majorität von den amerikanischen Wählern gibt es die Forderung von der Madame Cortez unterstützen anscheinend auch 45% von den Republikanern. So, ich meine, das ist ganz wichtig, weil da sind wir ja dran an der Diskussion, nämlich dass die Politik, neoklassische Politik, die hinter Jahre, Jahrzehnte gefordert wird, versucht wird, auf alle Pläne. Ich weiß nicht, mit welchen Chiffren nach muss kommen. Ich kann doch nur nach einem Exkurs machen, wie für die Situationen, die multinationalen Konzerne an die superreich Deler von der Welt, wie Afrika, ich will einfach mal Afrika provozieren, an die real, die ökonomische Basis an den Ländern nach mit zerstören. Wees schon sowieso was Migrationsstream auslesen, dat sind nicht nur politische Flüchtlinge, nee, das sind ökonomische Flüchtlinge, nach mehr bauen als Festung rund um Europa. Genau müssen wir vielleicht einen Dürbel rund um Davos bauen, für eben genau die Protektion zu machen, für dass die Leute eben nicht herkommen, die Lust mir dann an mir ertränken oder bar ertränken, und auf der anderen Seite an unmögliche Konditionen liewen Pire Butter a mir fanne kein Hafen fir so opzuwellen. Die Frau vun der Verdelungsgerechtigkeit setzt eben voraus, dass die Politik, die krank ist, dass du geändert wird. Und ich will auch heute ganz klar, ob das Akku, was wir Semester Europäen nennen, das ist ganz kurz, dass du Kommission mittlerweile aufhängt, verschiedene Vorrichten anscheinend globalisch zu erkennen an ihrem jährlichen Bericht, die wird nächstes Mal weltweit Croissance respektive an ihrem Bericht, die wird ein Emploi. Wir werden uns nach einer anderen Zeit, spätestens März, mit dem heute Lützeburg damit befassen, dass du festgestellt wird und noch Rekommandationen gemacht wird, unter anderem für Europa, dass Gruppe ugehalen gehen, dass zu einem Wurse von der Linken. Wir sind lo endlich ugelangt, was wir jetzt unter lang behaupten, dass die Länder sich nicht mit der Produktivität, inner der Produktivität entwickeln. Und dann noch ganz interessant, gemerkt, dass
für eben lehnende Urwen zu kreen, das Konditionen an Mitteln, dafür müssten gestärkt die für allem Dialog von den Sozialpartnern. Ich komme natürlich auf Lützeburg zurück, dass nicht für nicht, dass wir auch für Lützeburg fordern, dass das Kollektivvertragsgesetz verbessert wird, fortschrittlich angepasst wird, und dass überhaupt vieles gemerkt wird für Tarifautonomie, für Kollektivvertragsverhandlungen hier im Land zu stärken. Ich komme nach drauf zurück. Die Verdelungsungerechtigkeit, die gibt an Europa auf vielen Plänen. Konsequenz ist auch davon, dass den ganzen Party von hochgradig giftigen politischen Fehlentwicklungen gibt, die heute ganz klar hier Ursache an dem, was ich gesagt habe. Und das ist auch an Europa so, dass, und das ist dann am Gespräch, dass wir heute in der Jahrzehnten auch permanent draufgehen haben von dem Beitrag, den die Superreich machen, sie das durch eine absolut zu tiefe Besteuerung von den Kapitalrevenuen. Die Lohnarbeit wird mehr stark besteuert wie die Kapitalrevenuen. Das ist kein Naturgesetz, das ist eine politische Entscheidung. Ich will das ganz klar so. Das muss nicht so sein. Und ich meine, die Reaktionen, die ich vorher gesagt habe, an dem Washington Post Geschichte, so das doch ganz klar. Und dass man eben noch neben der Besteuerung für Kapitalrevenu noch das Problem haben von der Betriebsbesteuerung, weil die eben auch seit der Jahrzehnten kann ich so bald am freien Fall aus. Da sind wir bei der Diskussion vom Fiskaldumping, Sozialdumping, Lohndumping und so weiter. Und zwar am freien Fall, was da noch überall in Europa festgestellt wird. Ich will mich schon nicht zu viel auf die Etude basieren, die Gruppe von den Grünen am Europaparlament gemacht haben, die erst so viel politisch rauskommen, wobei eklatant man ja festgestellt wird, wie weit der Unterschied ist zwischen dem sogenannten Taux d'affichage, das was du gibt, was der Steuersatz wäre für Betriebe, an der Realität, was real den Taux effektiv und Steuern bezahlen, das sind enorm Scheren. De facto ballern alle Länder in Europa Spitzenreiters bei weitem Lützeburg. Aber wie gesagt, ich kommentiere die Chiffren nicht, weil selber gesagt wird, dass das Beste von Chiffren, was man konnte kreieren. Wir wissen, dass es so viel Nebulöse gibt, wo viel probiert wird zu verstoppen. Und da wissen wir eben ganz genau, wo viel Probleme sind, weil ich wiederhole, nachher all das Geld das geht den Staaten auf. Für die Haushaltspolitiken, du seid wie lächerlich auf verschiedene Defizitdiskussionen sind, wenn auf der anderen Seite immer mehr Geld auch dem Staat auf die Manieren vierenthalb gehen, wie gesagt, du geht nicht just von Fraude fiskal oder Evasion fiskal, aber du geht carrément auf das, was steuerlich möglich ist, was eben gesetzlich und alles so geregelt ist, dass es eben möglich ist, dass auf dem Niveau nach taxiert wird aus dem Rapport von der Etude, wo ich geschwärzt habe, die ist 2015, da sind sie von einem Taux d'affichage für Lützeburg von rund 29% ausgegangen, an Körperschaftssteuer plus Gewerbesteuer. Und also fast eigentlich gestaltet, dass der Taux effektiv bei 2,2% liegt. Okay. Wobei ja auch gemacht wird, was Betriebe am groß sind, dann sind wir bei den multinationalen Konzernen, das gilt dann noch für Europa, was eben Männer Steuer bezahlt wird, dann da wissen wir ganz genau, wo den Problem ist, und da wäre Kind schon bald zu machen mit Leuten wie Jeff Bezos, den ja genau von denen ist, die dann am meisten von nicht mehr Steuer bezahlen, profitieren. Ich kann doch einer Betrieber nennen, am Cap setzen. Aber es ist so nicht hier, weil jo viel darüber geschwärzt wird, was kann ein Staat sich ermöglichen, was kann ich nicht ermöglichen, im Niveau vom Sozialen, an. Und man effektiv als OGBL froh abwerfen, wenn man schon die erste Steuer von 2017 Aufsetzung der Betriebsbesteuerung hatten, immer am Argument vom BEPS, ohne irgendeine CU-Etude, was dann real Impact sind, also ein Straut dann nach ein Kehr.
gesinn net an viel Wert, dass zu Moselo zu Lützeburg op dat der Wegstadt rich politisch Signal als Narenke Betriebsbesteuerung Ruf setzen an für dem Hintergrund vun der fiskalischer Situation insgesamt an Europa. Mehr sinn ha ganz klar an der Diskussion iwwer vun der Notion vun der Steuergerechtkeit. Ich will Neinke haut ganz klar so, dass man fordere vun der Regierung, dass als Forderung vun engem Mechanismus, den de Steuerbarem automatisch die Inflation uppasst, fir Kalprogression zu verhindern, dass dat eng Notwendigkeit gëtt an mehr Verlangen vun der Regierung an alle steuerpolitischen Überlegungen, dass dat mat aflesen an die Steuerdiskussion die zu kommen. Ich will auch Datei so ein Geoleit, die erzielen in letzter Zeit als Patronatskrise mir giffen als eng Gewerkschaftsstaat befannen, schon die Steuerreduktion opgezielt, da sind einer dummer verbunden. Und ich gift da noch die opzielen, dass es nicht durchgeht. So schaffen Stock Options over op der anderen Seite aber Spezialregime wie die ganz urfen, die man anscheinend immer im am Land brauchen. Man geht nicht ernst, dass der Staatseigene sozial finanziert, die wird steuerliche Lichtungen, wo man dann ein Spezialregime dann nach sollen Affäre für nach Zusatzsteuerlichtungen bei den Toppen anzufeieren. Da kennen die am Vergleich schon mache paar Putzinger Mindestlohndiskussion, wie du kommen dann auch nach enkerzweck. Ich bleibe noch kurz bei den Steuern, was die Individualbesteuerung belangt, wie du mal ganz klar Dateien, das muss können verbannen gehen, man denkt weiteren Auflachen von dem sogenannten Mittelstandsbuckel, gegebenenfalls Diskussion von neue Spitzesteuersatz bei wirklich ganz regen Abkommens an kann nicht so sehen, dass die ganze Diskussion zu der Individualbesteuerung, die mehr nicht, wir sind noch nicht verschlossen. Zu der Diskussion, das ist nicht der Punkt. Der Punkt, dass nur die Leute, die wirklich am Land proportional zu ihrem Einkommen viel Steuern bezahlen, dass die irgendwo nach Perdant rausgehen. Du kannst Texten sein, wie du schön seht, Konvergenz oder eine Harmonisierung der Uhr gehen, an nicht bekannt. Schon vu Lützeburg geschwert vun de falsche Signaler, wann man am Lunarkeer bei dem selschen Argument BEPS hat man schon hat den Betriebsbesteuerung aufsetzen, da kind den datselwicht so, dass auch Lützeburg sech net der verschlest wichten Diskussionen, weil das immer bei der froh do wo viel Benefis gemerk get, wo en net do Landstärk kommen. Iwer eng Finanztransaktionssteuer net nutzen denke mis anzufeieren. Wir doch Lützeburg seng Responsabilität an Eisen anzuhöllen, dat selwicht Geld für die Diskussion rundrem froh von Digitalbesteuerung, da was du nicht einfach eng bestimmten Zucht versteuern, du ginnt du ganz bret Diskussionen dann noch wat Einzelvarianten uplangt. Ich will da noch daran erinnern, dass da war man am Semester Europäer sind, die europäische Seite von den Sozialrechten, die nicht richtig weiter könnt, dass das von absoluter Urgenz ist. Und an der ganzen Diskussion, weil ich will nicht beim Fiskaldumping bleiben, ich habe schon geschwärzt, was du von der Kommission zum zackhaft gesagt geht, Lehn stärken, dass es doch immens wichtig ist, dass Lehn insgesamt an Europa sich nicht mehr gemäß der Produktivität entfallen, aber es gibt real Nachholbedarf. Nachholbedarf, der Tisch überproportional sich müssen entwickeln, weil es sind Retarden entstanden, an wie gesagt, die Kommission geht das mittlerweile so. Und ich so noch an dem ganzen Kontext, dass man noch immer durch den Blick auf Lützeburg, dass all weiter froh von Kommerzialisierung, Privatisierung von Servicepubliken oder Teile von der Securité sozial, dass Daten auch giftigen Wesen, den Europa nicht immer mehr Sozialprobleme geben, haben sind die politischen Krisen, die brauche ich erst nicht abzuzählen. Die kann da alle Guten rausprovozieren, dass also auch Servicepubliken insgesamt müssen gestärkt gehen und noch hier am Land aufgesiegelt von all Zucht von Outsourcing, Privatisierung, Kommerzialisierung von den
Servicepubliken, ob dat am Transport ass, ob dat am Gesundheitswesen sinn, du ginint Joche am moment zu Diskussionen oder egal wo. In dem Kontext zum haut Moie nachenkeiert froh auch opgeworfen vom Mindestlohn wiederholt nachenkeier mehr gesinn dat war der moment eng Regierung 4 huet just als den echten Schrat. Ich kenne so den echten klengen Schrat als Forderung von 10%, die steht. Rammer vu Produktivität a mé gerechter Verdelung schwätze, dann muss de och bei denen Landen die 4 Stunden einfach normal schaffen an den Mindestlohn. Ich will net die Chiffren all gut präsentieren me wann es so was, dass man ënner dem Laien wat den normalweis den Zeu nennt vum Tode de richste Poverté leiien, dann ass dat een Argument. Ein anderes Argument, das mé eng fir allem an dat du wo Nobelstop basiert eng gerecht Produktivitätsverdelung, das immer bei en Reichtumsverdelung zwischen erbestanden Emploieren an der Techt Robsätze vum Bruttole. Mehr sind net die vun Nettoschwätze bleiben du bei 10% brutto am moment hummer 0,9 Dich leiien und dat eng Scheier die gewaltig also du muss zusätzlich Schritt kommen. Den OGPL wird net die sinn, wenn man machen Referenz op Lane Medianlohn 60% an net op eng muss schwell, weil viel soll in die 4 Stunden schafft. Gleichsetzen und Referenzhöhle wat den Armutsrisiko ist. Das kann ja nicht sinn. Da wird Produktivität gemerkt an die hört gefälligst bezuelt. Und da töt man dennger Referenz op Armutsschmel überhaupt nicht zu dienen, dafür mehr Referenz gerade wie den Europäische Gewerkschaftsbund, dat mischt op die 60% vom Medianlohn hier am Land, einer Länder oder wir kennt doch mal am Durchschnittslohn mehr, da geht 10%, bei weitem nicht durch, da landen wir nach bei einem ganz anderen Ausdruck von der Sache, wie gesagt, mehr drängen drauf, dass du zusätzlich Etappe kommen. Zum Holz dann, und das war ja ganz rezent, gibt ja viel davon Armutsrisiko geschwert. Mehr hun hast letzte Woche oder schon mehr, wo vom Armutsrisiko für die Jugend geschwert ist. Wie dann Resultat op das könnt wat se 20% von als Jugend anscheinend die schafft. Im Moment gedet zäh man du als Studenten an Studentinnen immer dran die schaffen, dass de am Armutsrisiko der Schwell du henken oder dra sind 20% die 5. An da get viel Grund geschwert so wo Durchsache lei. Wann de Mindestlohn schon sowieso zu de was. Ja, das ist klar, dass all die Jugendlichen, das sind da ganz viel von denen, die Mindestlohn schaffen und nicht weit vom Mindestlohn sind, dann ist ganz evident, dass sie an dem Risiko dran sind. Und dafür denke den Zusammenhang zwischen der Forderung 10% Mindestlohn par rapport gegen prekarisierte Situationen von der Jugend, die ist höchst korrelativ, wenn man das statistisch ausdrückt. Ganz höchst korrelativ. Und da gibt es nicht eine Korrelation. Und das war inakzeptabel, also du drängen wir ja auch darauf, dass erbsrechtlich Positives passiert hier im Land an Erbsrecht adaptiert wird. Dass das immer mehr Jugendliche nicht an stabilen Erbsverhältnissen schaffen. Stabile Erbsverhältnisse, das wäre ja mindestens ein CDI, Contrat duré indéterminé. Und nicht nur drin schaffen, wir immer mehr in langer Zeit. Nur ihre Ausbildung an seiner Situation sind. Ich also keine Lebensperspektive können bauen. Mein Südfriedenstkrieg Beispiele Hölle, wie soll ihn hat eine Akquisition von ein Logement machen oder einer Sachen oder ein Familiengründe viel einfach das so umgangsspruchlich gebraucht wird zu hören. Über den länger Zeit. An anderen Durchstierchen dann eben Kontrakter, ein Urfolge von Kontrakter, CTT. Interim. Da vielleicht nach einer Form wie Scheinselbstständigkeit, temps partiel involontaire. Und dann noch Stage en Entreprise. Und dafür geht ganz wichtig, dass man schon positiv, dass es am Regierungsprogramm steht, dass du nach solchen Konsultationen
stattfanden zu den Stagen und Entreprise, man so mit woerbecht gemerkt gëtt an den Stagen. Dat muss remuneriert gin net nëmmen die Stage muss remuneriert ge hannen Dr mussten ze auch sozial versichert ginn. Man denkt man natürlich vun der Urrechnung rapport zu den Pensionen, dat sie wesentlich frohen ha sie wann den wëll positiv antworten op eng Party frohen do fannnen. Ech chofedroen geschwert an der Mensch lo klenge Seitenhieb par rapport zu Deler betoun lo Deler vum Patronat, déi iwwe vu Gewerkschaftsstaat schwätzen, kind lo mi präzis Handvikerföderatiun uschwätzen. Woch mech froe, wann e Sto nolächtren, wat do gesot gëtt, géint de Mindestlohn zu Guden de Congé parental ze kontagieren negent vor x%. Oder ze so Politik muss nach de prétemporaire de la main d'œuvre, respektiv den Interim an CDD nach weiter fördern. Dann kenne ich vorstellen, respektiv mal ganz gut vorstellen, welche Jugendliche wird eigentlich Standard an so Bedingungen Lust an Handwerk schaffen. Wenn das da und Attitüde sind, von der Patronats seid bei so wesentlich froh von Prekarisierung für alle Jugend betreffen. Ich komme dann auf einen anderen wichtigen Punkt, das ja alles rund um Familienpolitik. Weil ich schon noch mal Interessen Madame Kano gelauscht hat, beim experimentellen Background. Und da sind ein paar die Sachen gesucht. Ich kann etwas unterstützen an dem Moment, wo du hingeht, da seht mehr, muss weiter eng bessere Harmonisierung zwischen Privat- und Erwerbsleben fördern. Das deckt sich, kann ich so zu 100% auch mit einer Vue von der Sache. Ich will auch just daran erinnern, weil immer in Betriebe kommen, Patronat könnt ermengt, das wäre de Benefis für Salarien, dass das final more Benefis für Betriebe als de Congé parental in erinnern, weil dat überhaupt ermöglicht, dass mehr ein hegen Taux d'emploi am Land besteht, dass eben mehr Frauen, was insgesamt positiv ist, mehr auch für die Betriebe final ökonomisch positiv ist, mehr Frauen am Arbeitsprozess sind, am Arbeitsprozess bleiben. Weil wenn man die Sachen nicht hätten, ja, dann hätte man so viel Frauen nicht am Arbeitsprozess. Ich weiß final von Frauen, ich weiß auch, dass die eine traditionelle Rolle verdienen, auch nach immer am Land gibt. Wie was falsch ist, dass man Betriebe so eine Congé parental als etwas, was gegen als Interessen, als das sagt für Salarien und so weiter. Das ist falsch. Kein europäische Programme für Jahre gucken, die gesagt haben, wir müssen das fördern, dann müssen Congé parental, das könnte auf dem europäischen Plan angefangen. Das war die offizielle Strategie und Politik für allem, was ein Taux d'emploi belangt. An den größten Teil, das eben die Fragen um Arbeitsmarkt. Dafür muss ich noch passen, wenn ihr seht, was das Verhandlungsobjekt ist. Dann ist überhaupt kein Verhandlungsobjekt an der Form. Ein Congé parental, weil Betriebe gerade so viel Interesse tun wie Salarien. Das heißt nicht, dass man nicht über den Detail diskutieren, wie all die Sachen können laufen. Aber das ist nicht so, dass in der Zeit man das tun als für die Gewerkschaft seid oder für das Salariat und das tun als nicht für Betriebe. Für das mal ein ganz klar zu stellen. Ich will auch, dass man am Kern dann ein bisschen mehr negativ antworten, an dem Sinn, wenn sie die Idee hat, zu so eine Congé parental soll sich in dem Sinn ausbauen, dass von zwei Leuten Mann Frau schon geholt haben, dass dann gegebenenfalls nach eng Periode zurückgebaut wird. Wie eine Art Congé sans solde, als Recht. Und a priori haben wir nicht gegen das Problem, ist aber den, dass wir etwas gegen Diskrimination haben. Weil wir wissen ganz genau, dass ein guter Teil von den Leuten, die arbeiten, Mann oder Frau, von ihrem Einkommen, von ihrem Salär nicht die Möglichkeit haben, nach irgendwo Congé sans solde anzugehen. Und dafür muss es dann das Prinzip sein, dass wenn wir so recht abführen, dass jeder muss können davon profitieren, aber wir wissen, dass objektiv die materielle, finanzielle Situation von den Leuten nicht möglich ist,
wir können von seinem Recht profitieren. Das wäre dann eine Diskrimination, dass man do dann für die Leute eine weitere Indemnisierung für gesehen Proposition vom UGBL wird Basisindemnität, das dann entsprechend dem Salärminimum. Ja. Das als erster Punkt. Da gibt es eine zweite Diskussion, die Madame Kahn abwerft, die da ja auch eine Forderung von uns ist, nämlich Abwehrung von einem Recht auf temps partiel pour, da wird geschwärzt, pour raison familiale, a durée déterminée, wo dann natürlich verbunden ist mit dem Recht, nur Auflaufung der Durée déterminée, ob Vollzeit die Ausgangssituation zurückzukehren. Wobei der Staat dann gibt für die andere Partie von dem temps partiel gibt Kotisationen, die verholen, für allem wichtig für Pensionsberechnung. Da will ich Datei so, dass mich für alle Map besteuert, dass Madame Kahn du eine Verbindung möchte mit einer allgemeinen Arbeitszeitdiskussion. Und dann du hingeht, da seht, ja, Betriebe, Heim, nur Auftragslage, die müssen mehr flexibel können funktionieren. Und dafür wäre die ganze Diskussion als ein Pakt zu verstehen. Allgemeine Diskussion über flexible Arbeitszeiten. Das ist für den UGBL ausgeschlossen. Weil kann nicht so sein, dass die Arbeitszeit, und da sind wir an dem traditionellen historischen Interessensgegensatz, dass du eng seid, die Leute so lange wie möglich will schaffen, losen an das genau gemäß den Bedingungen visiert wollen, an den Bedingungen wollen erwerfen, zu einem möglich niedrigen Preis der Lohn. Und das ist ein Allgemeinfroh, das touchiert ganz viele, ich touchiert das ganze Erwerbsleben, wofür bis handeln, die all diese Situationen verhängen. Und das ist ein ganz groß Froh. Und die kann nicht aufhängig gemacht werden von der Diskussion von einem einzelnen Recht auf Teilzeitarbeit und so weiter. Das ist keine Paktdiskussion. Das sind zwei verschiedene Sachen. Und da soll die Familienministerin nicht auf die Idee kommen, da irgendwo eine Vernetzung zu sichern, weil die erstmal alles nicht machbar. Arbeitszeit, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, das braucht eine ganz gut gesetzliche Regelung. Und ich betone heute noch einmal, schon Zeit nicht weiter auszuführen. Die Meinung ist ganz klar, wenn wir wollen innovativ Arbeitszeiten diskutieren, dann im Kontext von Kollektivverträgen oder Akkord der Professionellen, so wie Gesetze auch ermöglicht, und nicht anders. Nicht auf irgendeinem anderen Niveau. Wir haben nämlich sonst genau die Situation, dereguliert Arbeitszeiten im Niveau von einem Arbeitsgesetz, und drinnen geht an die Betriebe gemacht, was der Patron will. Das ist inakzeptabel, zumal wenn ein seht von zukünftigen Herausforderungen auf viele Pläne, bessere Harmonisierung von Privat- und Erwerbsleben, und wir teilen noch überhaupt nicht die Meinung von einer anderen Gewerkschaft, die de facto seht, dass die bereit dort Gesetze zu deregulieren, und das an Kogestion, Personaldelegation und Employer zu lehen, weil das sind nicht gleichwertig an dem Sinn, wir bleiben bei Aufhängigkeitsverhältnissen auch von Personaldelegationen im Niveau vom Betriebsniveau, das historische Erfahrung von der Gewerkschaft, dafür haben wir Kollektivverträge, dafür haben wir Teilautonomie, dafür haben wir Gewerkschaft Verhandlungsrechte, dafür haben wir ja Verhandlungsrechte, wo wir eine Unabhängigkeit tun von genau einer direkter betrieblicher Situation, Organisation stärkt, materiell stärkt, und das ist die Basis vom Kollektivvertragsgesetz und muss auf dem Niveau stattfinden. Und so ist es kein Mann. Ich kann den Herrn Dennewald noch zitieren, den Präsident den Ex-Präsident von der FEDIL, der gemeint hat, 12 Meter Referenzperiode, die da gefordert, die mir an Remmenke Kollektivverträge vergisst. Kollektivverträge, man hat gegebenenfalls auch schon möglich im Gesetz nur. Und nach einkehr, L'OGBL fordert von der Regierung Verbesserung von dem Gesetz über Kollektivverträge. Wir müssen mit Kollektivverträgen, das ist auch den Weg, für das wir viel mehr innovativ können an einzelnen Betrieben reagieren. Und wir vermischen dort sicher nicht mit einer Diskussion über das Recht Teilzeit, so wie ich es
gesagt hat. Ich bleibe bei der Madame Kahn. Ich verstehe nicht, wie weit das Madame Kahn sieht, wir müssen nur noch mit Patronaten diskutieren, die wird kein Dependant, weil das war froh, weil das Gesetzprojekt den ist fertig, das ist auch den einzigen, kann ich so den einzigen Punkt, wo man im Sozialdialog an der letzten Mandatur zu einem Akkord kommen sind zwischen UL-Eisern an dem betreffenden demolischen Minister. Das Gesetzprojekt ist fertig, an wie das Selbstminister gesagt hat, dass den so schnell wie möglich soll gestimmt gehen, dann dürfte es nicht zu weiteren Diskussionen führen. Da kommt es nach der Prestation familial. Ich wiederhole dann noch einmal die froh mit der Prestation familial, dass die Ende von der Legislatur sollen indexiert gehen, da das natürlich ist das positiv geht, aber nicht durch. Wir haben die Selbstregierung, wenn es frisch gewählt ging, wie ab 2014, 13. Und wir haben am Kontext vom Zukunftspark Spurpark für Reis und unserem Wortverständnis ein Akkord. Und ihr seht, periodische Anpassung von der Prestation familialen und der Entwicklung vom Salär median. Das ist Index plus Reallohnentwicklung. Das war dem das Leid, das ist Wortbruch. Wir haben das 4 Wahlen gesagt, wir so ein Lo an die Regierung. Es sind da ja auch mal selbst Ministerin, die mit denen Sachen zu tun haben, am Kern- und Familienministerium, der Marge und Education. Wir haben die selbst Regierung, und es gibt gut keinen Grund davon, aufzusehen. Auch wie das so eine Reform von Checkservice gehen, dann lässt man dem mal auf der Seite, weil das so mir auch ganz klar Kannergeld als eng von der Prestation familial en espèce soll gemäß dem Salär median adaptiert gehen und die Indexierung geht nicht durch und das auch nicht Regel an von der Mandatsperiode. Und am Kern wird dann den Background viel geschwärzt von Armutsbekämpfung, mehr hun führende Wahlen bewiesen, und da ist ein eigenen Dossier, die gemacht haben, dass im Niveau von Schichten von der Bevölkerung es nicht weitergegangen ist, an Prestation familial sogar unzuhüllen, als dass es zurückgegangen ist. Also musste ein zusätzlichen Erfolg gemacht gehen, du halten wir drauf. So viel zu dem Bereich. Ich will danach kurz auf den Transportpublik angehen. Nämlich, was soll viel darüber geschwärzt gehen, wir bedauern ein bisschen, dass schon viele Deklarationen gemacht sind, immer dann noch an Interview kommen mit dem zuständigen Minister. Das ist so, mit der Tisch, aber nicht, dass wir nicht schon darauf reagieren. Roger Berlo hat sich ausgeschwärzt, dass du vier hast, dass den öffentlichen Transport gratis gibt. Das ist nicht. An den zweiten Punkt, den ist aber gerade so klar, dass den größten Erfolg muss gemacht gehen im Niveau von den Infrastrukturen, weil wir eben ganz weit weg sind von einem öffentlichen Transport, den die Budgetfragen noch möglich an einer so sinnvoller, akzeptabler Zeit über den öffentlichen Transport dort zu sein, wo muss hin, ob das am Berufsleben, also am Schulleben oder auch am Privatleben. Und wir teilen da auch Meinungshaltung von als Kollege vom Landesverband auf dem Punkt, wo sie schwätzt vom Contrat de Service Public, was Eisbahn belangt, die dann auch bis 2024 lebt, wo aber an dem Kontext müssen wir, und da sind wir ja auf Verhandlungen, klar gestaltet gehen, dass auch all die wichtigen Punkte, wie Personalausstattung, die Herrenanalysen nicht nur geht, wie eben die Aufsicherung von den Arbeitsplätzen, wie eben die von der Sicherheit, an der guten Information, an dem ganzen Bereich vom öffentlichen Transport, wie nicht nur die Infrastruktur, mehr ob den Infrastrukturen, an diesem Fall Schienen, für durch Material und so weiter, auch eben positiv nicht nur weiterentwickelt wird, die als Solutionen fand, gehen, und das also dazu auch eine Fortsetzung von dem Contrat de Service Public kennt. Dann hat man auch schon dadurch geschwärzt, ich will das da noch
enke weiter verdewen, mehr hunn als Grenzgängerkolllegen an sinn noch do der Meinung sommer vu Gratuitéit schwatzen anfäng bei der Bund eben nun, da bedeit dat, weil eben och hannerte Grenzen fährt, dass man do vun den echten Garen, dann sind wir bei bei Thionville, Lonkech, Igel an Aguvi, dass bis du noch die Gratuität göllen huet fir, das mocht du keng Diskriminationune kre. Ich will auch nachher ganz klar so, dass man als striktogent ausschwätzen. Das irgendwo und dem Abattement für Frede Deplacement genannt durch Kilometer pauschal, dass man an dem Kontext als ja inakzeptabel, dass du gefreckelt. So just während der Austeritätspolitik in Lützeburg gouf genau die Kilometer pauschal schon zweimal verschlechtert. Und du soll net geduld gehen. Als dem einfache Grund an das schon gesot, wann die Infrastruktur Daisy vom Transport net mé sind an sinnvoller Zeit wohin zu kommen, dann kann het net eng Diskussion sinn irgendwo die Friededeplacement zu goen. Nie der froh vun Remenker enger dubler Diskrimination, die kind stattfannen fir als Grenzgänger Kollegen. Und dat wat fir Deisebund gilt, generell gellen noch Diskussionen an du will man Erfahrungen par rapport zu der Froh von de Busse von der Stadt Lützeburg, TIS und an dem ganzen RGTR, dem Regime General des Transports, wo sie viel Privatfirmen, die kann ich so die auf der besten Kai de Schach, Öffentlichkeit, Schach, öffentlichen Dienst an dem Sinn machen, weil du will man auch eine Harmonisierung nur von den Konditionen auch von denen Leuten, die von allen anderen Frauen diese Stelle, die du schaffen, Buschauffeuren an andere. Da schwätzt man von Kollektivverträgen an dem Bereich an. Da kommen wir, und ich greife dem dann nur 4 bei diesem Dossier Luxtram. Luxtram, eine Societät, die dem Staat gehört zu 2/3 an zu 1/3 der Gemeinde Lützeburg. Aber mal einkehr. Ich könnte den Herr Bausch nennen, gerade wie Madame Pulver. Ganz wärmen Appell machen, denen Leid Lohn an Arbeitsbedingungen, dass sie für alle an der Arbeitszeiten zu gehen, wie das auf den anderen Plätzen um öffentlichen Transport der Fall ist. Und da sind wir eben bei den Karrieren, die müssen vergleichbar sein, ich könnte zum Beispiel Busse von der Stadt Lützeburg nennen, Lane, und auf der anderen Seite auch die Arbeitszeiten, du gibt dann konkret Forderungen, das bezieht sich auf die Congé, auf für allem auch auf die Amplitude, ich wiederhole nachher die Amplitude, die am Moment auf 13 Stunden ist, die muss auf 10 Stunden Rufruf für die Äquivalentbedingungen herzustellen. Geht nicht just durch, zu gehen an ein Vorzeigeobjekt Tram, an noch nach bei der Inauguration zu führen. Es geht für allem darum, für das Personal auch so zu behandeln, wie die anderen auch an ohne Diskrimination. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt für Reise so in dem Kontext, die Information, die da, dass du ein Dossier mittlerweile auf der Konziliation leidt, und noch du musst also eine positive Lesung kriegen. Ich will abhalten mit der Diskussion, die viel von Digitalisierung geschwärzt, da sind ich bei Frauen, die man also GBL schon sind da 10 Jahre vor. Die Reform von dem Gesetz, Plan de Maintien dans l'Emploi, ich kann doch Sozialplan nennen, aber ich bleibe bei dem Gesetz Maintien dans l'Emploi, wo wir 10 Jahre verlangen, dass der Arbeitsrecht erweitert wird, eine Machtbestimmung für Personaldelegationen Niveau von der Prospektion, was eigentlich an einem Betrieb geschieht. Da sind wir bei Bilanz socio, wir sind bei Auditen
wo all einzelne Arbeitsplätze überprüft, doch ob hier Zukunft hin, ob sie aufgesichert ist, welche neue Qualifikation muss damit verbunden sein, respektive sogar Rekonversion und so weiter. Und das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Erstens einmal, das Konzept und das Prinzip anzuführen am Arbeitsrecht, aber B, auch Verhandlungsrechte rundherum abzubauen, Mitbestimmungsrechte an Verhandlungsrechte. Wenn wir von Digitalisierung schwätzen, schwätzen wir viel von atypischen Arbeitsverhältnissen. Ich will nur noch einkehren, schadlos im Kontext von der Prekarisierung von der Situation von den Jugendlichen geschwärzt. Das absolut notwendig, das Arbeitsrecht anzupassen am Niveau von den Arbeitskontrakt. Da sind wir bei den Contrat durée déterminés, wo immer mehr auch Abühen getrieben gehen, wo insofern neue Restriktionen müssen kommen, mehr Schwätze von dann natürlich dem Interim, mehr Schwätzen aber auch davon, den neuen, zwar diese neue Formen von Arbeitsbeziehungen, ich denke nur Scheinselbstständigkeit, wo ich will just allgemein so, das Kriterium kann in etwas sein, das ist eine gesetzliche Regelung, wo die Arbeit, die da gelegt wird, normal, gesetzlich, arbeitsgesetzlich gehandhabt wird, und normal auch sozial, rechtlich, da wird keine diskriminatorische Haltung oder Unterschiede geben. Das muss klar von allen Diskussionen sein. Ein ganz wichtiger Punkt, der das Recht auf berufliche Weiterbildung. Jitfried fordert mehr berufliche Weiterbildung. Ich will aber da ein paar wesentliche Punkte nachholen. Wir haben am Moment eine Situation, wo weit hinter dem ist, was notwendig ist, und zwar beruflich Möglichkeit, also Möglichkeit zu beruflicher Weiterbildung, auf Weiterbildung in sich. Das ist so nicht alles das, was heute neu im Wissen ist, was notwendig ist, für auch können zu leben, da das nicht nur beruflich weiter. Das ist in sich gesamt. Und wir haben da nicht mehr eine Möglichkeit. Das ist das effektiv neue Rechte angefordert wird, für sich beruflich und auch ernst können weiterzubilden. An neue Rechte bedeutet eigentlich grundsätzlich immer zwei Sachen. Das eine, das ist ein Zeitfaktor und das andere ist ein Geldfaktor. Ich muss genug Zeit tun, zum Beispiel in die Schafft, für mich können beruflich an ernst weiter können zu bilden. Und das zweite, also ich muss auch Geld tun, für die Formationen zu bezahlen. Das sind also zwei Komponenten von Recht. Wenn ich mehr auf Betriebssituation gucke, da kann es nicht mehr in eine Richtung gehen, dass man ein Art Tripartitsmodell hier am Land kommen, sowohl was die Gesamtorganisation und Evaluation von den Formationen sind, wie aber auch die Vernetzung zwischen einem nationalen Plan und einem betrieblich sektoriellen Plan, wie auch die ganz froh von der Validation von denen Acquis d'Experience, an denen ganzen Bildungen, an Ausbildungen, an könnt natürlich dann auch froh vom Bezölle, vom Finanzement. Und ich will heute denken, das ist ein bisschen wie beim Congé parental. Betriebe Mengen der Staat müssen alles finanzieren und subventionieren. Und ich weiß nicht, wer da im Ballfall so weit wie möglich immer neue Formen von wie der Skillsbridge, wo der Qualifikation über den Fonds pour l'Emploi bezahlt gegen den Fonds pour l'Emploi, die immer Männer von den Betrieben über Solidaritätssteuer bezahlt, die mir immer mehr steigen über Solidaritätssteuer von den Personen Physiken, was auch ein großes Problem ist. Also kann es nicht sein. Die ökonomische Entwicklung von Betrieben, auch die Produktivitätsentwicklung, insgesamt hängt maßgeblich von gut ausgebildeten Leuten auf. Wenn sie denen tun, da lebt nicht mehr viel. Und das bezieht sich also nicht nur auf Lohninteresse von den Leuten, die da arbeiten, das bezieht sich auch auf so ein Kapitalinteresse von den Leuten, die da wollen, über Dividenden und über andere wie Profite machen. So dass an der ganzen Fort- und Weiterbildung man nicht lernt kommen, eine Art insgesamt Ausbildungsfort- oder Formationssteuer die Betriebe zu drohen haben anzuführen. Wie die genau ausgesät, darüber ist dann zu diskutieren, sodass das Ganze überhaupt nicht zu finanzieren. Und der Staat hat auch seinen Beitrag zu machen. Aber kann nicht just längst in die Staat schon gehen, die Fonds pour l'Emploi. Das zweite ist, an sein Konzept, und dafür so, ich kann das just
Tripartitsmodell sind, als die mens wichtig, dass nicht neue Frakturen entstehen. Mehr hun leider haut Situation, dass die Leute, die schon eine ganz gute Initialausbildung haben, höhere Qualifikation, die am meisten sind, die am meisten Formation professionell kontinu machen, an unterstützt kriegen, gefördert gehen und so weiter. An die so mal Männer qualifiziert oder dequalifiziert sind, dementsprechend auch Männer davon profitieren. Obwohl du ja ein Job müsste wie abgemerkt, die für neue Ausbildungswege an denen ihren beruflichen Lebenskarrieren abzumachen. Die Fraktur, die erst du, an die Fraktur, die muss geschlossen gehen. Beruflich vor der Weiterbildung als ein Frau von Demokratie, gerade so wie eine öffentliche Schule. Und das ist nicht mehr möglich, wenn wir da dann ein gemeinsames Modell machen, wo also gemeinsam geriert wird zwischen Patronatseite, staatlicher Seite und Gewerkschaftsseite. Voilà, ich wollte auch mal aufschließen und dann insgesamt aber auch nach zwei Betriebe angehören, da dient das Cargolux, weil der Cargolux sind wir mittlerweile auf der Konziliation. Und das größte Problem das sind Löhne. Weil keine seriöse Lohnproposition par rapport zu unserer Forderung dich leidet. Und das ist absolut unverständlich, da ja auch ein kompletter Widerspruch, weil ich früher gesagt habe, dass, wenn ihr wisst, dass Cargolux 2 Jahre lang, 2017, 2018, absolut positive Resultate aufsteigen, sogar Rekordresultate hat. Und eng von den Ursachen, also auch in anderem, sind das massiv Überstunden an Arbeitsintensität, die Leute während der ganzen Zeit drohen müssten. Und es absolut inakzeptabel ist, dass dann nicht eine Lohnaugmentation passiert. Lohnaugmentation, Linearaugmentation, an der den was Dich leidet, das sind nur Prime lié à la Performance, was sowieso ganz fragwürdig an dem Bereich ist. Und der OGBL fordert für allem für das Bodenpersonal eng erweitert und verbessert Lohntabelle an mehr sie noch nicht. Du man da verstehen, sind Remenke bei der Frage von einer Reform von der Kollektivvertragsgesetzgebung, das sei Patronat auf Spielzeit an der Hoffnung, vielleicht, dass sich Resultate manere kochtmäßig entwickeln, für dann an mehr eine positive Verhandlungssituation zu kommen. Da komme ich noch auf die Gardiennage. Du siehst mal, im ganz komplizierten Dossier in Gardiennage schaffen 3000 Leute. Paar die sind nicht, die bewegen sich bei 2500 Euro am Monat. Der Vertrag wird am 13. Monat, Congé ist bis 27, das ist die Ausgangssituation. Wir haben ein ganz Lied Lohnpropositionen des Schleiern. OGBL ist nicht majoritär an den Verhandlungen, ich will das direkt sagen. Wir refusieren aber, auf dem Niveau zu einem Akkord zu kommen, aus dem ganz einfachen Grund, weil die Arbeitszeitsituation für die Leute durch eine Katastrophe sind. Wir sind an schlecht geregelten Arbeitszeiten, die als Sekretärin von dem Sektor heute Morgen beschriebenen anderen Situationen, dass die Leute danach den Tag für drei bis oben gesagt kriegen, wie sie den anderen Tag zu schaffen haben und die Arbeitszeitpläne aufgeändert gehen, für nicht mehr das zu nennen, aber bis 56 Stunden, nicht da falsch, bis 56 Stunden an der Woche schaffen. Alle lauter so Situationen, und das ist nicht mehr zu akzeptieren. Als Tarifkommission, die zuständig ist für den Sektor, lehnt das Resultat auf und verlangt, dass du andere Propositionen auf den Tisch kommen. Du wird dann noch in dem Sinn verlangt, dass die majoritär Gewerkschaft das schwache Resultat
nicht unterschreibt und noch nicht wert bis Sozialwahlen river sind für dann die Signatur zu machen. Da geht es viel mehr an Dave, dann geht es Derbszeit von über 3000 Leute. Ich gehe dann noch auf dem letzten Dossier an, da das ich kann dem Friedrich fortgehen, aus dem den Vertrag verhandelt. Da sind wir an der Recherche zu Lützeburg, am LIH, am Lycée und am List, wo es 2016 eine Konvention Kader gibt, die also frisch verhandelt ging. Und das war anscheinend nicht so einfach, und trotzdem also zu einem Resultat kommt. Und das Resultat, das bemerkenswert, und das trägt einen Staat aus, wo die GBL will hinkommen. Über Kollektivverträge, Situation, vor allem an der Frage von Arbeitszeiten auch zu verbessern. Wir haben du erstens mal auch da eine besser so Regelung, alles das am Kontext den Contrat durée determinieren. Neue Staffelung von einem Congé sozial, etwas, was NGBL auch schon an andere Bereiche angefordert wird, die Congé sozial, wo ihn für die Leute, die bei engem am Haushalt leben, das sie nicht nehmen kann. Das kann auch den Partner sein, das können noch Ältere sein, wo ich punktuell muss können zur Verfügung stehen, bei Akzidenten, bei Krankheiten, akute Krankheiten, was auch immer. Noch keine Force majeure sind, wo Rohrbruch am Haus ist. Und das Leute durch Recht auf Congé sozial haben, und das angefordert. Und dann haben wir, und dafür so nicht, man am Kammer Recht für temps partiell. Also nicht an einer Situation, wo sie kann sagen, das ist nichts. Wir haben das schon für über 20 Jahre am Kollektivvertrag am Spidolsbereich angefordert, nämlich Recht auf ein temps partiell à durée déterminée an Recht eben daran drüber als an der Ausgangssituation weiter zu schaffen. Auch das als Heilo angefordert ging an ohne zusätzliche Konditionen an dem Kollektivvertrag an der Recherche können kann also politisch geguckt gehen, wie ihn das am besten regelt, wie das auch funktioniert. Wir haben im selben Vertrag den droit à la déconnexion als gefordert ging. Und dann etwas, das aber man auch Arbeitszeit, aber auch ja, Periode de Référence, du gouf eng Periode de Référence iwwer wieviel? 2 Monat mit gouf Ausnahmeregelung. Monat gouf een Ausnahmeregelung, d'Ausnahmeregelungen sind aufgeschafft. Techt ginnner such nach eins zu Entwicklungen, wo deflexibilisiert gëtt, wie dat nimmen zu erwähnen. Ja, und dann haben wir etwas, das immer mehr am Lohntechnischen, da das da so recht gouf, dass eine Partizipation, die Recht auf Partizipation huet bei Resultaten am Kontext von der Propriété intellektuell, von also Brevet kommerzialisiert, du ginnt dann verschiedene Pourcentagen, das hängt dann eben von dem Monat auf, den dann du rankommst. Und das sind aber wesentlich Monate, wo noch die Leute, die eigentlich die sind, die da schaffen, wo die eben noch Partizipationen kriegen, und das auch ganz bemerkenswert. Voilà, das ist das. Und dann aufschließend gehe ich dann darauf an, werde ich heute nach einer Zeitung gelesen habe, nämlich, dass der neue Präsident vom Wirtschaftssozialrat für mich eine ganz komische Analyse gemacht hat, an dem gesagt hat, dass die Regierung sich immer mit Gewerkschaftsthesen zu Ege gibt. Und da gibt es historisch, an dem man sieht, ja, wie das Regierung an ihrer Mandatsperiode 4 am Anfang hat sie hier Thesen gedealt. Und dann sich mit der Gewerkschaft verbreitert, sowohl an der Finanzpolitik, Erbsrecht, an der Gouvernance von den Sozialversicherungen. Ich fand das ganz bedenklich. Aus dem ganz einfachen Grund, wenn du den Appell möchtest auf den Anfang von der letzten Mandatur, dass immer
soviel ich mich kann erinnern an der Austeritätspolitik, Zukunftspark, Spurpolitik. Van Haut ich gehe noch nicht an die Kritik an die mehr Demos gemerkt par rapport zu der Überflüssigkeit zu dem Zukunftspark. Also das Geschichte. Wenn aber Haut seht, das wäre noch Haut nach immer These von Employen hier am Land. Ja, da musst du daraus schließen, dass sie fordern, dass hier am Land Austeritätspolitik gemerkt wird. Bei der Situation die mehr hun. Das ist inakzeptabel. Also so kann aber du sicher schwerliche sozialen Dialog stattfinden. Es schon erschaut ganz viel zu, wie wird Verdelung gesucht. Auch hier am Land. Aber die Probleme hier am Land leiden, dass es nicht mehr Verdelungsgerechtigkeit gibt. Und das für der ökonomischen und finanziellen Situation von Lützeburg stand hinzugehen und so, dass du, wo eine Regierung sieht, wir probieren, nicht Regierung, wir probieren, durch Sachen zu machen. Du hast sicher keine Austeritätspolitik. Pensionen nicht zu verschlechtern, den Index normal laufen zu lassen, Erbesrecht vielleicht mal zu modernisieren, an uns passen, uns die Zukunft aufzustellen, all die Sachen do. Und das wären nur just Gewerkschaftsthesen, ja, dann haben wir wirklich reale Probleme. Und ich denke, dass den herum ist du gesucht wird, was du vielleicht nicht so gemengt hat, ich hoffe. Und das kann ich so Mensch dann noch ein Appell und Gesamtpatronat, an dem Sinn sozialen Dialog zu sichern, ob die wesentlichen Punkte, die gestaltet sind, sind ja ganz viele am Regierungsprogramm vorgesehen, aber dort sicher nicht mit einer Verhandlungslogik überall zu kommen, die Austeritätspolitik herrscht oder einfach unilateral Forderungen, wo ich von Anfang an weiß, dass in ein Schritt kann an ein Gespräch kommen. Ich wollte damit dann abhalten und mich sehr froh stellen.